Es ist ein Urteil, das keiner so richtig versteht. Besonders für das Opfer der Hasspostings, für die ehemalige grüne Abgeordnete Sigrid Maurer, ist die Entscheidung des Gerichts in Wien nicht nachvollziehbar. Ich bin ehrlicherweise erschüttert über dieses Urteil. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ausgehen wird. Und mit ihr schütteln viele Facebook-, Twitter- und Instagram-Nutzer in Österreich den Kopf. Denn Sigrid Maurer muss Strafe zahlen, 7.000 € für Privatnachrichten, die sie veröffentlicht hatte. Der vermeintliche Täter bekommt Schadensersatz wegen übler Nachrede. Was war passiert? Mehrfach erhielt Sigrid Maurer obszöne und herabwürdigende Nachrichten von der Facebook-Seite eines Wiener Getränkehändlers. Um sich zu wehren, veröffentlichte sie deren Wortlaut auf Twitter und Facebook und bezeichnete den Getränkehändler mit Namen als Urheber. Doch genau das hätte sie, laut Rechtsexperten in der ORF-Sendung Zeit im Bild, nicht tun dürfen. Sie hätte schreiben können, ich habe diese Nachricht bekommen vom Facebook-Konto des Herrn X. Das wäre zweifellos eine wahre Äußerung. Das stimmt ja. Da hätte sie den Namen dann auch schreiben dürfen. Genau, dann gäbe es kein Problem. Weil diese Äußerung wäre ja wahr. Sie hat aber geschrieben, er hat es geäußert. Das ist genau der strittige Punkt jetzt. Der Getränkehändler sah sich verleumdet, sagte, dass die Nachrichten nicht von ihm kommen und auch andere Zugang zu dem Firmencomputer und dem Facebook-Account hatten. Vor Gericht konnte Sigrid Maurer nicht beweisen, dass der Getränkehändler die Nachrichten persönlich verschickt hatte. Zudem hat das Landesgericht Wien festgestellt: Sie haben auch die Sorgfalt, wenn Sie über Twitter eine Behauptung erheben. Hier gilt eine journalistische Sorgfalt. Die Mindestanforderung wäre, dass Sie bei der Gegenseite nachfragen hätten müssen. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen diskutiert in sozialen Medien, aber dass das so explodiert und dass in weiterer Folge ich verklagt werde, damit habe ich natürlich absolut nicht gerechnet. Nutzer von sozialen Medien sind nach Ansicht des Gerichtes auch publizistisch tätig und verpflichtet, sich an journalistische Regeln zu halten. Muss damit also jeder aktive Twitterer und Poster der Gegenseite die Möglichkeit zur Stellungnahme geben? Ich halte diese Anforderung an Sigrid Maurer für total unrealistisch, weil das würde heißen, wenn ich als Frau von einem Account zutiefst beleidigt, obszön runtergemacht werde, dann kann ich das nicht thematisieren, sondern muss vorher fragen, sind Sie das wirklich und können Sie mir bitte den Namen und die Identität desjenigen nennen, der da gesessen ist. Nur ist das ja unrealistisch, dass ich da eine Antwort oder eine ehrliche Antwort bekommen werde. So sehen das viele in Österreich. Opfer sexueller Herabwürdigung im Netz zu verpflichten, die Gegenseite zu kontaktieren, sei völlig weltfremd. Sigrid Maurer jedenfalls will Berufung einlegen und notfalls sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen.